Salut zusammen, hier ist der Rufus und ich bringe auch wieder einmal ein Video. Ich habe jetzt gerade schnell geschaut, es ist 4 Wochen her, seit ich das letzte Video hochgeladen habe. Und gestern hat mir der Mr. J geschrieben, ja, du könntest nicht wieder mal ein Video machen, weil ich habe keine Zeit, ich bin am Zügeln und nachher muss ich in den WK, also der Mr. J muss in den WK. Und dann habe ich gefunden, ja, jetzt habe ich wieder Zeit, weil jetzt ist das grosse Projekt, oder mehr oder weniger grosse Projekt, das ich jetzt eben hatte, vorbei. Und zwar bin ich das Wochenende am Freitag auf Weimar gefahren. Ostdeutschland, für die das nicht so kennen. Und da bin ich eben 8 Stunden mit dem Auto raufgefahren. Am Samstag hatte ich einen Vortrag an einer Fachtagung, wo angemeldet sind 50 Leute gewesen. Und nachher, als ich dort war, habe ich erfahren, ja, es sind dann gleich also mehr als 65. Dann habe ich dort halt noch ein bisschen Zeug machen und wieder kopieren, weil ich ein kleines Handout hatte. Und eben am Samstag habe ich den Vortrag gehalten. Und am Sonntag bin ich dann in 5 Stunden wieder daheim gewesen. Aber es ist dann gleich relativ, ja, sagen wir mal, ein anspruchsvolles Wochenende so. Mit viel Autofahren, dann Vortrag halten und wieder Auto fahren. Und eben für den Vortrag musste ich mich natürlich vorbereiten. Und darum habe ich an Mr. J gesagt, vorher, ich mache kein Video, ich kann mir das einfach nicht leisten. Ja, oder nicht leisten, ich habe jetzt einfach keine Zeit für das, ich habe jetzt andere Prioritäten. Aber glücklicherweise hat er dann eben gefunden, er könne da gut noch, was hat er, glaube ich, 3 Videos aufgeladen, wenn es mich täuscht, muss schnell schauen. Ja genau, 3 Videos hat er aufgeladen. Also sind mehr oder weniger, glaube ich, versorgt gewesen die letzten paar Wochen. Und jetzt bin ich eben wieder zurück und wieder ein bisschen eingelebt. Heute ist Donnerstag und heute kommt das Video wahrscheinlich auch auf, wenn ich es schaffe. Und ja, das ist so ein bisschen der Grund, warum ich jetzt eben eine kleine Pause kann, 4 Wochen. Und wenn wir schon bei diesem Fachvortrag sind, also Fachtagung mit Vortrag eigentlich besser gesagt, der Crown Swiss hat mich angefragt, was machst du überhaupt? Und ich fand, das würde eigentlich gerade noch in das Video passen. Bevor ich zu dem komme, noch zum Hintergrund Video. Und zwar ist es auf Grid, Black Ops 1, ein 53-4 und ein 34er Gunstreak. Ich weiss nicht mehr, wie das Video ist vom Gespielten her, aber ich habe jetzt einfach geschaut, ich habe extrem viel Black Ops 1 Video, die ich euch bringen könnte. Aber gefunden, ja komm, 34er Gunstreak, ja, packen wir das drin. Ich hoffe, es ist anschaulich. Ja, also was ich mache, hat ja eben der Crown Swiss Wunder genommen, vielleicht nimmt es die anderen auch Wunder, so heisst das auf Deutsch, genau. Also, ich bin nach der Matura studieren und habe dann eine Pause gemacht und habe in dieser Zeit eine Coaching-Ausbildung gemacht und mir ist eine Firma gegründet. Ich kann euch natürlich nicht sagen, wie die Firma heisst, sonst findet ihr mich gerade und wisst ihr, wie ich heisse, wo ich wohne, und dann kommt ihr noch zu mir ins Bett schlafen und so. Will ich nicht. Also, genau, habe ich eine Schmuckfirma gegründet, die Schmuck nur online vertreibt, das heisst ein Online-Webshop. Das war jetzt ziemlich redundant, weil ein Webshop ist online. Easy, scheiß drauf. One-Take, Gameplay, Commentary, Zeug da. Mit ein bisschen Fehlern und so, aber ich glaube, das macht es auch ein bisschen authentisch. Also, eben, und das Ziel davon war, weil es gibt ja eben schon an jeder Ecke ein Schmuckgeschäft und Juwelier und Goldschmied, und da musst du dich ein bisschen abheben. Wie machst du das? Ja, indem du keinen Laden hast, wo du zuerst mal Miete zahlen, keine Angestellte hast und kein riesiges Lager. Also machst du es online. Und das ist genau das, was ich mache. Mache ich jetzt seit 2 Jahren. Und muss sagen, für das, dass ich jetzt nicht so aggressiv Werbung schalten wie Zalando und so, hat sich das sehr gut entwickelt. Aber man sagt auch, also für die vielleicht später mal mit Selbstständigkeit liebäugeln, man braucht etwa 5 Jahre, bis sich das Geschäft wirklich etabliert hat und man dann kann auch entscheiden, okay, es lohnt sich oder es lohnt sich nicht, wie auch immer. Für mich lohnt es sich bis jetzt schon, also wird es sich auch in 5 Jahren noch lohnen. Das ist das eine Geschäft, und das andere, wo ich jetzt eben am Gründen bin, also jetzt ist es natürlich gegründet, ist alles gemacht, Webseite steht. Das Einzige, was jetzt noch passieren muss, ist Akquise, und Akquise ist etwas vom härtesten und vom mühsamsten. Akquise heisst so viel wie Werbung machen.
Leute Kunden generieren, also Kunden bekommen. Und für das muss man halt Briefe schreiben, man muss andere Firmen anschreiben, weil das, was ich mache, ist eben, die Coaching-Ausbildung hat mich sehr dazu verleitet, mich auf diesem Gebiet weiterzuentwickeln. Ich habe auch sehr viele Ausbildungen gemacht jetzt in den letzten paar Jahren. Und das ist so ein bisschen das, was ich mache. Einerseits haben wir da natürlich Privatleute, die kommen mit zum Beispiel Ängsten, Phobien, ja eben Spinnen und halt Höhe und es gibt nichts, was es nicht gibt, so viel kann ich euch schon mal verraten. Und ich weiß, sollte irgendwie gerade ein bisschen laggt. Sonst muss ich den ganzen Scheiß nochmal aufnehmen. Also, Burnout ist natürlich ein Thema. Partnerschaft, egal ob es eine Partnerschaft ist im Geschäft oder eben eine Partnerschaft Mann-Frau, Ehe und so. Ja. Was können sie sonst noch, ja, wenn sie irgendein Problem haben natürlich und sie möchten das Problem lösen. Oder Geschäftskunden, die dann mit anderen Themen kommen, zum Beispiel mit Zusammenlegung von zwei Abteilungen, was dann Teambildung anbelangt. Oder Entschuldigung. Oder Lehrlinge sind auch so ein gutes Thema, die Probleme haben. Sechs noch in der Schule oder sechs am Arbeitsplatz oder an ihrer Lehrstelle besser gesagt. Mit dem Chef, mit anderen Stiften, wo es nicht funktioniert. Gibt ja auch da sehr viele Beispiele. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich den ganzen Tag mache. Also jetzt ist es noch nicht den ganzen Tag, weil eben Akquise ist noch so ein Thema. Aber kommt gut. Ja, das ist so ein bisschen mein Ding. Ich kann euch leider nicht viel mehr erzählen, weil eben, sonst wüsstet ihr gerade, wie ich heisse. Und das ist etwas, was ich nicht so würde schätzen. Ja, was soll ich euch noch erzählen? Ich habe noch... Yes, es geht noch etwa 4 Minuten, ich weiß nicht mehr was sagen. Aber wenn wir schon bei diesem Thema sind, nicht wissen was sagen, ich habe noch ziemlich geile Gameplays auf Black Ops 1, also ein paar hundert plus. Und meine Frage an euch, wenn ihr die mit einem Commentary seht oder lieber mit Musik. Mein Problem ist, ich kann mir schlecht selber zuhören. Und weil ich es aber eigentlich geile Gameplay finde, würde ich die vielleicht gerne wieder mal schauen. Aber dann müsste ich mich irgendwie muten und dann habe ich aber keinen Game Sound trotzdem. Ja, von dem her, was ist euch lieber? Ich mache natürlich das, was ihr wollt. Wenn ihr sagt, mal jetzt viel lieber mit einem Commentary, dann schaue ich, dass ich irgendwann mal ein bisschen ein spezielleres, in Anführungszeichen, Thema habe. Damit sich das auch lohnt. Und sonst würde ich es irgendwie ein bisschen mit Musik hinterlegen. Musikrichtung wäre vorzugsweise Rock Metal, weil das ist das, was ich privat auch höre. Und ich finde, das geht noch recht geil ab. Ja, das wäre es so ein bisschen von dem. Jetzt weiss ich wirklich nicht, was ich will sagen. Ist das mühsam, wenn man nicht weiss, was sagen. Was macht ihr so? Schreibt es in den Kommentar. Nimmt mich Wunder. Ja, ich glaube, ich muss das Commentary hier abbrechen, weil jetzt weiss ich wirklich nicht mehr was sagen und es wird sicher sehr, sehr langweilig zum Zuschauen. Und ich kann euch schon versprechen, jetzt werde ich das abstellen. Und 5 Minuten oder 5 Sekunden später, oh fuck, das hätte ich noch sagen und das hätte ich eigentlich noch erzählen. Ah ja, genau, da kommt wieder etwas. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber der Robin der Magister hat, fragt immer wieder nach Fragen für sein... Oh, was ist jetzt das wieder für ein Video? 200? Nein, ich weiss. Für irgendein Special sucht er Fragen, also stellt ihm doch die Fragen. Ich werde seinen Kanal und den vom Swiss, weil ich den natürlich auch erwähnt habe, unten verlinken. Und eben, stellt ihm doch ein paar Fragen. Ich glaube, ich werde auch noch ein Video machen, ein kurzes, wo ich hauptsächlich ihm werde Fragen stellen, damit er da, wenn es aktuell ist, muss nachher mal schnell auf seinen Kanal, schnell auf seinen Kanal schauen, ob er das Video schon aufgeladen hat. Und sonst wird ich ihn da sicher unterstützen, indem ich eben auch noch ein paar Fragen wird aufschreiben, weil ich weiss genau, wie mühsam das ist. Mr. G und ich haben schon mal ein Q&A machen, also ein Question and Answer. Und da sind bei uns auch vielleicht maximal so eine halbe Frage gekommen. Und mit dem füllt man halt kein Video, wo was sagen wir, vielleicht 15 Minuten soll oder gehen, ja. Bei uns wäre es etwa in die Richtung gegangen.
Und wie gesagt, das ist sehr mühsam. Wenn mir dann auch noch ein paar Fragen einfallen, dann würde ich eben, wie gesagt, auch nochmal ein Video machen, ein ganzes kurzes. Vielleicht 2 Minuten, wo ich einfach ein paar Fragen habe. Ja, das wäre es glaube ich soweit. Jetzt haben wir das Video schon fast geschafft. Ich weiß jetzt leider nicht, wie lange das Gameplay geht. Ich glaube irgendwie etwas um 10 Minuten 50. Also vielleicht noch etwa 20 Sekunden. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Es ist mittelmäßig bis auf eben. Die ganze Streak ist glaube ich relativ cool. Ich weiss zwar nicht, wie ich sie erspielt habe, ob ich nur im Eck gehockt bin. Aber das seht ihr ja dann. Wenn ihr Freude habt an weiteren alten Gameplays oder von alten CODs, sollte ich sagen, dann schaut wieder vorbei und vom Neuen kommt wahrscheinlich auch etwas. Das wäre es gewesen, ohne Unterbruch, mehr oder weniger. Schönen zusammen!